Die Kämpfe gehen weiter, hier bei Storm 3 Generation Online Fights. Oh yes, zwischen Rock Lee und... Ach du Scheiße, Emo-Prinz mal wieder. Der Emo-Prinz, Sasuke, was will denn der schon wieder? Mit seinem Emo-Bruder? Ne, eigentlich nicht, das ist eigentlich der wahre Held von Konoha. Das spielt keine Rolle, wir müssen irgendwie aufs Dach treten, wenn es irgendwie gehen würde. Naja, sieht gerade ein bisschen mies aus. Yep, sogar sehr mies. Aber egal, kriegen wir schon hin. So, Schlangen, Schattenschlangen waren natürlich sehr cool. Das ist natürlich auch sehr effektiv, wie man sieht. Ja, so. Ups, das ist ein bisschen wow, das war knapp. So, Combo-Time und Combo und Combo. Und dann kein Chakra mehr. Verdammt. Auch jetzt lange gekombot. Ah, gekombot. Nein. Verdammt. Das war ein bisschen zu spät. Autsch, da fliege ich davon wie sonst was. Oh, weg da. Was? Anko klappt nicht? Oh, Anko, was treibst du denn? Ah, jetzt. Endlich kommt im zweiten. Komplett so Itachi aus dem Nebel herausgeschwunden und nur noch voll verbrennen. Kann er vergessen, dann verkohlen. So. Combo-Time. Naja, Combo zwar nicht wirklich, aber war eine nette Abfolge. Soli, wir haben ein Problem, wir können nicht mehr ausweichen. Na doch, jetzt kommt es wieder, es regeneriert sich. Tschüss. Wow, Hilfe, Blitzgewitter. Das wird nix. Okay, wird doch was. Und, yo Mann, Ultimate Jutsu. Der Sieg gehört mir. Schön wär's. Oh. Nö, nicht gut. Nicht gut, nicht fair, ich muss weg. Der kann sogar viermal. Ja, der kann sogar viermal ausweichen. So kann jetzt auch. Und jetzt bist du am Arsch, Freundchen. Arsch des Propheten, Combo-Time und Luftangriff. Yeah, es geht rund und bam. Was? Fertig? Oh, wäre jetzt aber schön gewesen. Ach, halt so voll in die Fresse und down ist er. Tja. Da kann sich mal seinen Fluch mal sonst wo irgendwo hinstecken, wa? Genau, der Taijutsu-Typi, Yeman und Anko mit den, wie Hinata mit den überzeugenden Argumenten. Egal, weibliche Rundungen. Gott sei Dank gibt es die. Ja, weibliche Rundungen, hallo Tsunade, na wie geht's so? So haben wir auf eine Einladung reagiert. Sehr schön, bin gespannt wie es so wird. Mit Tsunade, alles klar, Verbindung steht super, dupi. Tja, wir können jetzt ohne Teampartner mal gucken, ob es noch kann, wa? Schon eine Weile her, müsste aber noch gehen. Ja, Tsunade, macht mir keinen guten Eindruck. Okay, der andere kann es auch, toll. Kann aus dem Ausweichen, ist natürlich super, aber erst mit der magische Finger. Der magische Finger. Der Stinkefinger. Nö, war eigentlich der Mittelfinger. Boom. Das war zwar nice, aber ich habe trotzdem ein Problem. Ich brauche mehr Zeit. Jetzt bin ich am Arsch. Ich bin am Arsch. Ja, so jetzt. Nein. Was zum... ich mache das gleiche wie immer. Sprich da Dreieck X, um wieder hinter ihn zu gelangen. Sprich so nach dem Ausweichen direkt... Turbo-Sprint, aber trotzdem klappt es nicht so, wie es sollte. Er ist immer noch ein bisschen zackend schneller als ich. Ist vielleicht ein Alter? Ich hoffe mal nicht. Autsch. Autsch. Und das tut wenig Schaden von dem her. Ich kann das jetzt momentan noch ignorieren, wenn ich mal treffen würde. Menschenskind, hey. Ich treffe einfach nicht. Das gibt's ja wohl nicht. So nah, da müssen wir mal ein Schild durchbrechen. Das ist mal ganz cool. Ja, wir haben es geschafft. Nein, haben kein Chakra mehr, aber toll. Alter, hätte eine tolle Kombi raushauen können, aber natürlich ohne Chakra bis zum Arsch. Oh nee. Tu mir das nicht an, tu mir das bitte nicht an. So, es geht wieder so viel Ausweichen. Dann kann es auch gleich wieder, nein. Das ist mies, so, Chakra aufladen. Jetzt komm ich, Kumpel. Verdammt, jetzt komm wieder schneller, nein. Jetzt war das war die perfekte Gelegenheit. Oh. Ja, der Typ kann was. Hilfe. So, jetzt aber komm schon. Jetzt. Wieso klappt es nicht mehr? Ich hab genug Chakra. Hallo? Ich kann den Turbo-Sprint nicht mehr anwenden. Es klappt nicht mehr. Och, Mensch. Na toll. Wenn du natürlich nichts mit dem Ausweichen hast und der Turbo-Sprint auch versagt, bist du natürlich am Arsch. Ja, komm nur. Na toll. Da regeneriert es auch wieder. Was machst du denn bloß? Wenn der Turbo-Sprint nicht mehr funktioniert, habe ich ein Problem. Was mach ich denn da?
Natürlich kann ich natürlich normal Angriffe spammen, ganz klar. Und da weicht immer aus. Schon, aber ich weiche halt auch immer aus. Ah, das war's, glaube ich mal, für heute. Voll in die Schnauze. Ei, Tsunade, ich würde dir Aspirin empfehlen. Das kann, glaube ich, nie schaden. Freue mich in so einer Situation, wa? Egal, das war's mit dem Kampf. Es geht weiter mit dem ersten Kampf. Der erste Kampf gegen einen neuen Herausforderer mit, ja, man sieht's ja, Sasori, Fernkampfkämpfer, Puppenspieler. Bin ich nicht so Fan davon, ihr wisst wieso, aber versuchen muss man es halt trotzdem, wa? Aber so gesagt, bei Storm Generations mal alle Charaktere durchgehen, der Reihenfolge nach. Jetzt ist halt der auch mal dran. Ja, auch Puppenspieler müssen mal drankommen. Was macht denn der Typ da? Oh, scheiße. Oh. Gut, Tobi abgewehrt. Sasuke. Der macht irgendwie zu wenige Nahkampfangriffe. Warte, geht immer nur in den Fern und so. Ist das schön, freut mich ja für ihn, wenn er so gut in der Ferne ist, aber in die Nähe kommen wäre vielleicht meine Puppenspieler nicht ganz so schlecht, weil sonst habe ich ein kleines Problem. Ja, ist ja gut. Wir haben es kapiert. Du wirst keine Shurikens, ist ja gut. Naruto, Pain, hat wer Lust von euch? Na, kommt schon, jetzt hat er so Lustbolde. Bitte was? Egal, Entschuldigung, war gerade ein bisschen abgelenkt von diesen mächtig großen Händen. Die sowieso irgendwie 6 Finger haben. Wie war das gerade noch? Ich glaube hier im Spiel noch 5, im Original waren es ja 6. Irgendwie crazy, aber das hat so, die Susanos haben das wohl so an sich, nämlich auch Hitachis und Madara sind etwa ähnlich gestrickt. Die haben noch immer zu viele Gliedmaße, nicht, aber irgendwie Teilgliedmaße. Moment, wie heißt denn das jetzt? Gliedmaße wäre ein Arm. Das fing auch schon Gliedmaß? Keine Ahnung. Keine Zeit zum Überlegen, Mensch, ich muss mich ja konzentrieren. Also müssen, übertrieben, aber es wäre nicht schlecht, wenn ich es mal tun würde. Toll. Natürlich, wenn er nie in den Nahkampf kommt, natürlich Pain auf den Arsch. Ja, Shinra Tensei, toll, konnte Tobi abwehren. Der freut natürlich wie ein Hengst, ist natürlich toll für ihn. Ach, ich weiß nicht. Naruto kann natürlich auch nichts. Typisch geht, ja, Mann, wir müssten näher ran. Komm schon, Kombi-Time und so mäßig. Werfen vielleicht? Ich glaube, so für die Abwehr, aber ich möchte mal gerne ein paar Kombos raus haben, wenn es mal genehm wäre. Na, Sasuke ist genehm natürlich nicht. Wieso frage ich auch so blöd? Autsch, voll in die Fresse. Oh, ich hab geblockt. Sasori, du Puppenkünstler, was macht mir bloß, wa? Was mach ich bloß mit dir? Mann, ey, komm mal in die Hufe, komm in die Gänge. Jetzt reicht's mir ab, Mann. Komm, ein toller Wurf. Aua. Er mag keine Würfe. Chakra ist voll. Ausweichen aus. Mit jedem anderen Charakter würde ich ihn jetzt auseinanderrupfen. Na gut, nicht mit jedem, aber... Mal angenommen, ich würde ihn in Naruto spielen, wäre sowas von platt. Toll, der Wurf funktioniert noch. Ist ja schön. Ultimate Jutsu natürlich nicht, weil er gleich... Ah, Mann. Man, eigentlich die Steuerung ist die gleiche. Es gibt keine andere Steuerung für Puppenspieler, aber es ist trotzdem halt das Kampfverhalten ist einfach ein bisschen beschissener. Es ist gewöhnungsbedürftiger, sag's mal so. Vor allem, wenn ich nicht treffe. So, Tobi, tschüss. Trifft mich eh nicht. Aha, dann flammen wir es zu langsam. So. Jetzt wollte ich gerade eine coole Kombo raushauen, da voll Teamangriff machen und so. Was macht er? Natürlich erledigt mich. Oh, ich sehe gerade jetzt. Total schlechte Verbindung. Deswegen, also ich dachte schon, hä? Jetzt komme ich mal zu spät und so. Bei Puppenspielen wundert es mich ja generell nicht, aber jetzt schon. Okay, lag wohl daran. Oh Menschenskind, hey Leute, was soll denn das? Tja. Nun gut, Generations vorbei, es geht weiter mit Storm 3. Storm 3, ein Charakter, den wir schon lange nicht mehr hatten. Mifune gegen Lee. So, wir sind später mit dem Aufnahmeknopf. Ich hoffe, der ist trotzdem noch drauf. Die Titelbegegnung. Nächster Kumpel. Ich werf dich mal. Das sieht mir zwar so aus, hättest du ihn gerade halbiert, und zwar wortwörtlich, aber ist ja egal. Ach, der Schnitt von Mifune ist so geil. So, was kannst du sonst noch? Bium. Absolute Inschrift, ist cool. Mit L1. Moment, so jetzt. Das gleiche. Und wissen, was in Vorbereitung war, aber ist egal.
Ah! Haut doch mal ab, Menschenskind, hey, so. Tanzen Klinge nicht klappt, wieso nicht? Nee, komm schon, lass dich schlitzen. Du willst es doch, ich kenne dich doch und deines Gleich kann ja wohl nicht mehr geschlitzt werden. Oh, natürlich. Und da, dachte gerade, er wird vielleicht zurücksprinten und dann könnte ich ihn werfen, aber nee. Ich renn mal lieber. Oh, Hilfe, Guy. Guy. Du grüßt mich, Gay. Nicht, dass ich was gegen Gays hätte, aber hier wäre es jetzt ein bisschen seltsam, oder? Vom Namen her. Gay, natürlich total Verwirrung. Da will man ja nie was falsch sagen. Ja, was man das Problem aber gut, natürlich, also generell, wenn man so Videoauftritte, Audioauftritte hat, generell muss man halt immer aufpassen, was man genau sagt. Autsch. Und darunter leidet leider die Konzentration fürs Spiel, wenn man sich halt aufs Plappern konzentriert. Menschenskind. So, viel abgeschlitzt. Ich hau ab, tschüss. Ja, Guy, bist sowieso im Weg, haha. Der Guy und den Guy, es war der Typ und den Typen, genau. Das bist du, war Guy und... Schlitz. Was? Das war ein Michael Move, der war cool. Den will ich machen. Das muss ich machen. Wieso weiß ich auch nicht, aber ist cool. So, laden ein bisschen Chakra. Ich will den Ultimate Move. Mann, Guy, hau doch mal ab, Mensch. Ich will doch eh keiner. So, und jetzt aber. Nein, jetzt. Geht doch, Team-Move ist doch komplett unnötig, aber egal. Hauptsache wir sehen. Mifunes Ultimate Jutsu. Und finish him off. Da fragen wir uns doch echt, wer ist wohl stärker, Mifune oder Zoro? Denke mal, kommt drauf an, weil Zoro jetzt nach einem 2-Jahres-Timeskip der neuen Welt, vermutlich sogar stark, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ich kann es beurteilen, müssen wir wohl die Entwickler fragen, oder wohl eher die Zeichner, wa? Das wird eine lustige Diskussion geben, wa? Welcher Charakter stärker ist, sprich ob ein One Piece Charakter stärker ist, ein Naruto Charakter oder sogar ein Dragon Ball Charakter. Wir werden es vielleicht schon bald herausfinden, es gibt ja ein Spiel, das ich in der Mache, und zwar, wo, ich glaube, heißt das J-Stars, irgendwie sowas, wo es halt um alle Mangas und so geht, die halt miteinander fighten. Sprich halt, da kann man wirklich Charaktere aus Naruto nehmen, aus One Piece, aus Dragon Ball, aus weiteren Mangas und Anime-Serien. Und die catchen dann gegeneinander. Cool, wa? Gut. So viel dazu. Ich habe gesagt, Unterlagen nicht dabei, sind euch mehr davon preisgegeben. Aber ich will mich jetzt hier auf den Kampf konzentrieren mit Shui, der coole Kombos drauf hat, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Mit einem kleinen, ja, Fettkloß kann ich nicht gut sagen, nee, Moppelchen, nein, auch nicht, weil man seinen Jutsu einsetzt, sag jetzt mal, seine Schmetterlingsjutsu wird wieder gerstenschlank. Aber sind davon ist sowieso cool. Nur auf die Fetten, yeah, auf die Moppligen, auf die Übergewichtigen, ist egal, Mensch. Einfach auf die Starken. Auf die Menschen, so sind wir da alle miteinander glücklich, alle zufrieden, alle fein. So, also Butterfly, Shui. Butterfly, Hieb. Butterfly, Kick. Butterfly, Combo. Wenn es mal funktionieren würde. Ich habe kein Chakra mehr. Scheiße. Egal. Und Bam. Voll auf dem Wunder Tatsache. Toll, mein Chakra mehr anschuss. Oh. Vielen Dank, Sasuke. Dass du immer wieder mal da bist. Oh, scheiße. Kumpel, das bringt aber nichts. Du siehst das schon. Du hast... Oh, kein Chakra mehr. Das ist immer cool. Du kannst mir ausweichen. Ich habe nichts gesagt. Er kann es wieder. Nein. Das ist getimed. Nochmal nicht. So, haben wir heraus. Ausweichen. Roll Attack. Ausweichen und Sprint Attack. Und draufhauen mit der hohen Kante. Und ich habe irgendwie seinen Schild getroffen und er ist down. Die Verbindung war weg. Toll. Du musst weiter vorwärts stürmen. Ich bin Shui. Shui Akemichi. Du sagst es, Kumpel. Yeah, man. Geilo. Galomatico. Sieger S1. Yeah, man. Michael Saiyan. Ja, nur zur Info, ich sehe nicht so aus. War gut, hätten wir das geklärt. Ich bin keine Anime-Figur und außerdem habe ich nicht so lange Haare. Und außerdem so Weinrot steht mir auch gar nicht, aber egal. Der letzte Kampf für heute. Naruto gegen Lee. Wieder mal eine total verreckte Kackverbindung. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, PSN manchmal.
ist einfach zum Kotzen. Es kann nicht sein, dass es an bestimmten Gegnern liegt, weil, ja, natürlich hatten wir jetzt heute bereits gegen die relativ gut waren, Verbindung her. Aber bereits als 6 Kampf in Folge, den ich jetzt versuche aufzunehmen. Die anderen 5 sind jeweils abgebrochen. An mir liegt es nicht. Ich lag gerade kein Part hoch oder so. Es ist zum Wahnsinnig werden. Naja, vielleicht liegt es zwar wirklich am Charakter, aber ich glaube eher wirklich, es liegt am PSN, PlayStation Network. Hoffen wir, dass das bei der PS4 ein bisschen gefixt wird und irgendwie neu gemacht wird. Das PSN Network, hoffe ich, denke ich, glaube ich. Wir werden sehen. PS4 ist sowieso noch eine Weile hin. Ob Naruto-Spiele da kommen, sowieso auch noch. Und das nächste Naruto-Spiel, das da kommt, ist ja Naruto Storm 3 Full Burst, was im Grunde genommen nichts weiter als ein DLC ist, wo es dann ja auch Kabuto im Weißen-Modus geben wird und ein paar neue Charaktere. Was heißt neue Charaktere? Alte Charaktere mit neuen Klamotten. So, mit dem Schuh drauf. Spam. Und ja, Freunde, auch das wird Let's Played werden. Aber vor allem dann das Online-Let's Play zu Storm Generations wird da einiges an Input bekommen durch die ganzen neuen Klamottencharaktere, wa? Aber egal. Ja, dazu dann, sobald es soweit ist. Jetzt bin ich erstmal hier gut im Gange. Wir teilen gut aus beide. Schön, geil, gehen wir sowieso auf den Keks. Und deshalb verkaufe ich jetzt mal ein bisschen Lee. Oh. Oh, danke, so geht's so. Das hat mich jetzt nämlich den Arsch gekostet. Naja, nicht ganz, aber beinahe. So geht's es weg. Der kommt nicht mehr. Entschuldigung, Kumpel. Du hast den Zweck erfüllt. Es ist sowieso vorbei. Und nicht nur das, liebe Freunde, sondern auch der Part für heute ist vorbei. Naruto Uzumaki ist der Größte. Das stimmt nämlich. Er ist einfach der King. Der King im Ring. Darum heißt der Manga ja auch Naruto. Also dann, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Naruto Storm 3 Generation Online Fights.